Wir rufen mal den Bassisten an, weil dem ist langweilig. Aber da ist nur Mailbox dran. Hey Erbach, wie oft lacht ein Bassist über einen Witz? 3-mal. Einmal, wenn er ihn hört, einmal, wenn man ihm ihn erklärt und einmal, wenn er ihn versteht. Au revoir. So, einen wunderschönen guten Tag hier in Fußgönnheim. Es ist saulangweilig. Die ganzen Festelcher sind ausgefallen, unsere ganzen Gigs sind ausgefallen und mir ist so langweilig, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich bin jetzt hier in meiner Abstellkammer. Nee, Abstellkammer ist es nicht, das ist nämlich mein Geheimvorrat. Ich weiß, ich habe ja immer geprahlt, ich habe 3 Kisten daheim, aber ich habe mehr wie 3 Kisten. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt sage ich euch mein Geheimnis. Ich trinke nicht nur Riesling, sondern ich trinke auch Moll, Weißherbst, Rotwein. Alles aus dem Pelzer Land und ab und zu kriege ich auch mal von Fans Sachen geschenkt. Wie zum Beispiel diesen hier, warte mal, 100% Sachse. Also ich kriege auch Wein aus Sachse geschenkt. Und ich kriege sogar, Achtung, Wein aus Rheinhesse geschenkt. Ich gebe dir zu, ab und zu schmeckt ja auch immer einer ziemlich gut. Also von daher geniert euch nicht, liebe Freunde, mir den Wein zu schenken. Ich werde jetzt in meiner Freizeit auf jeden Fall mein Wein nach Orte sortieren. Da habe ich ein bisschen was zu tun. Also ähnlich wie Lego-Städte sortieren, noch Farbe und noch Formen. Also in diesem Sinne, bleibt daheim und macht was Sinnvolles in eurer Freizeit. Hey, es ist Samstag. Sehr gut. Ich freue mich immer auf den Samstag. Gerade in so Zeiten, wo es alles ein bisschen eintönig ist, wo jeder Tag ziemlich gleich ist, finde ich das super gut, dass das Samstag so ein bisschen aus der Reihe fällt. Auch wenn es nur virtuell ist, dass wir uns als Band trotzdem im Proberaum begegnen, dass wir uns unterhalten können und das kleine Video für euch machen können. Und von eurer Reaktionen wissen wir, dass das für euch genauso ist. Was heute ein bisschen traurig ist, dass der Harry im Video nicht mit dabei ist. Das hat einen brachialen Grund, weil neben dem ganzen anderen Scheiß, der hier gerade so abläuft, auch noch der Keller voll Wasser gelaufen ist. Und er in der Zeit, wo wir uns da im Proberaum vergnügt haben, mit Heiztrockner und Abpumpvorrichtungen sich einen schönen Tag gemacht hat. Harry, bleib sauber, bleib trocken. Ich hoffe, dass es alles wieder unter Dach und Fach ist jetzt gerade. Liebe Feinrip-Gemeinde, wie ihr seht ihr nichts. Ich habe mich unter diesen widrigen Bedingungen, die momentan in dieser Welt einhergehen, gewagt, mich in den Proberaum zu schmuggeln. Ich habe es geschafft, das habe ich keine Sau gesehen. Ich gucke mal, was ich jetzt hier hinbekomme, weil wir müssen euch ja irgendwas bieten können. Wir müssen ja irgendwie gucken, wie wir euch an der Stange halten, bis wir wieder live auftreten können. Also, wir geben uns alle Mühe, wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt daheim und passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao. Jetzt hock ich daheim und kein Mensch ist draußen unterwegs. Ich dreh bald noch durch, das geht mir jetzt echt auf den Keks. Ich hätt nie gedenkt, dass der Fall mal wirklich so kommt. Das kann doch nicht sein, dass du drin hockst und langsam verdummt. Oh nee, ich will wieder auf die Bühne, auf die Kalte und aufs Riesenrad. Oh nee, ich will wieder auf die Bühne, auf die Kalte und aufs Riesenrad. Mit euch. Ich komm mir eingesperrt vor mir ein Riesentor. Mich regt es alles auf, bin bald wie's Messer drauf. Was kommt als nächstes noch?
ich in ein Loch. Hilft eh nix, das ist doch klar. Und stell mir vor, dass ich bald wieder zur Brot fahr. Oh ja, ich will wieder auf die Wieg. Will auf die kalte Thomas-Riesenrad. Oh ja, ich will wieder auf die Wieg. Will auf die kalte Thomas-Riesenrad. Mit euch, oh ich will wieder mit euch auf die